Habe der Nasenbär. Ich bin der Granti, ich zocke an Computerspiele und heute rede ich das letzte Mal sauerzlang über Gabriel Knight, the Beast Within. Der Gabriel hatte den Auftrag gekriegt, einen Werwolf zum Jagen, der in unserem schönen Freistaat sein Unwesen treibt, und ich bin mir nicht ganz im Klaren, was aktuell unsere gesellschaftliche Richtlinie ist, wenn es um Viecher geht. Ich meine, die einen werden erschossen, weil sie angeblich nicht hierher kehren, wobei wir gekonnt ignorieren, dass wir eher einen Lebensraum gestohlen haben, oder weil sie gefährlich sind. Ach, schau dir den da Hure, er hat doch zuerst geschossen. Und für die anderen machen irgendwelche narrischen Hamperer beschissene KI-Lieder, deren Energieverbrauch sämtliche Viecher mehr erschauen als helfen dürfen. Du bist ein Buckelwal. Danke, dass du uns gezeigt hast, wie klein wir sind. Logisch, ich habe richtig Bock auf einen scheiße gemachten Comicwal, dessen Gesicht animiert ist, als war er in seiner Freizeit als Timmy Ahega 69 auf OnlyFans unterwegs. Worüber reden wir gerade? Der Gabriel hat bisher jedenfalls noch keinen Werwolf gefunden, aber dafür ein paar neue Freunde. Well, now please leave. Außerdem darf er mit der königlich bayerischen Jagdloge auf einen Jagdausflug in Bayerischen Wald mit. Das heißt, es wird Zeit, dass wir noch mal ein wenig umeinander geschafteln, um vorher noch was über unsere Verdächtigen rauszufinden. Grace hat sich mit der Göre ausgesöhnt und ist seither nimmer der lästigste Mensch im Spiel. Mein aktuelles Siegertreppchen bei der Grand Olympiade schaut übrigens folgendermaßen aus. Niemand! Durch ihre Nachforschungen haben wir das Geheimnis von König Ludwig rausgefunden, nämlich, dass er sich bei einer Liebschaft namens Louis mit Werwolferitis angesteckt hat. Auf der Suche nach Rettung hat er sich dann an seinen Kumpel Richard Wagner gewandt und mit ihm eine Oper konzipiert, die sein Ex vor alle als Werwolf enttarnen hätte sollen, aber durch Wagners vorzeitigen Tod nie das Licht der Welt erblickt hat. Grace darf sich jetzt also darum kümmern, die Oper zu finden und nach Möglichkeit rauszukriegen, wo der Gabriel sie momentan genau rumtreibt. Ist vielleicht gescheiter, wenn's ihre keiner sagt, weil... Bei einem feuchtfröhlichen Abend mit dem Baron von Glober, der scheinbar zu reich ist, um daheim einfach eine gottverdammte Jogginghosen zum Tragen, ist dessen Freundin oder anderweitige Liebschaft auftaucht und war scheinbar in Stimmung einen horizontalen Reinreher zum Tanzen. Und wie man das in Deutschland als guter Freund und Gastgeber halt macht, hat er sich an Gabriel verwiesen. Das Witzige ist, ich habe in einem Video über dieses Spiel mal ein Ami drüber reden gehört, dass Leute das vermutlich einfach nur damit begründen werden, dass Van Glober halt ein Standard German Sex Guy ist. Ich finde es das wunderbar, dass sowas für eine Nation, die nicht so unrecht als ziemlich prüde verschrien ist, einfach typisch deutsch wirkt. Sowas begegnet einem im Internet ja öfter, dass Europäer, und damit sind oft einfach Deutsche gemeint, ja so dermaßen freizügig waren und so lockere Moral hätten und keine Scham kennen würden, was mich einfach immer wieder zum Lachen bringt, weil ich das so viel lieber als eine Normalität habe, als wenn über Sex nur hinter verschlossenen Türen geredet wird. Wird zum Beispiel im Spiel Harvester parodiert. When a man and a woman love each other very much, they go into a room alone and shut the door and bolt it with at least 3 locks. Nachdem die zwei fertig sind, schleicht sie der Baron ins Zimmer und batscht auch noch ein bisschen am Gabriel umeinander. Mein Gott, was benutzt der Mono für eine Spülung? Es war ja schon recht offensichtlich, dass der Van Glober auf uns steht, aber es ist nicht nur oberflächliche Sache, sondern man hat in die Gespräche davor schon den Eindruck gekriegt, dass der Friedrich am Gabriel als Gesamtbackerl interessiert ist. Sein Verhalten hat damit gewisse Parallelen zu Ludwigs Obsession mit neue Leid, wenn auch bei Weitem nicht so extrem, und es gibt der ganzen Dynamik zwischen den zwei einfach ein bisschen mehr Tiefe, auch wenn der Gabriel von der Dynamik vermutlich nicht einmal was ahnt. In der Früh ist das Anwesen verwaist und statt einem gescheiten Frühstück gibt's bloß ein Zettel vom Friedrich, dass wir uns heute Abend im Club sehen. What the fuck? Scheiße! Das war übrigens tatsächlich nicht gestellt. Ja, ich war ein bisschen übereifrig mit dem Scherz und hab die Rezension tatsächlich abgeschickt. Und ja, ich hab's wieder gelöscht, also braucht's gar nicht danach suchen. Und ja, sowas wird vermutlich irgendwann wieder passieren. Ich bin nicht lernfähig. Hungrig, gestingert und ohne uns umzuziehen, machen wir uns auf den Weg zum Jagdverein, wo wir unser Diktiergerät holen, auf dem das für uns unverständliche Gespräch zwischen unserem Lieblingscholeriker und einem von Eigner aufzeichnet ist. I'm sure whatever they said is in German. I need a translator. Zum Übersetzen ziehen wir selbstverständlich unseren Haus- und Hofharald ins Vertrauen, der uns aber erst einmal noch Gracies aktuellsten Brief gibt. Another envelope came from Rittersberg. There's definitely something going on with Ludwig II. I'm pretty sure he was involved with a werewolf. In fact, he was probably turned into one himself. Gabriels Reaktion auf Gracies Nachforschungen interpretiere ich mal als Augenzwinkern von Jane Jensen, die sich der Absurdität von ihrer Geschichte mit Sicherheit bewusst war. Christ, she's losing it. Ludwig II, a werewolf. Yeah, right.
Have any luck with that missing person search? Unsere Anfrage zwecks der vermissten Fälle hat ebenfalls Früchte tragen, wie uns Genosse für den Frisur wissen lässt. Between 1970 and 1990, there were 10 to 12 cases each year. Nachdem im Bayerischen Wald also jährlich ungefähr 1 bis 2 Leute verschwunden sind, waren es zwischen 1970 und 1990 auf einmal ein gutes Dutzend pro Jahr, dann 17 und dann wieder 12. Die schwäbisch-fränkische Waldfickersassim. Geil! Was war nochmal unser Plan in Bezug auf einen Haufen bewaffneter Profijäger inklusive einem potenziellen Serienmörder? I'm leaving this afternoon for the Bavarian National Forest. Ja, mei, es kommt wie es kommt, gell? Wir wollten uns ja eigentlich was übersetzen lassen. I need something translated and I need somebody I can trust to do it. And you're asking me? You obviously don't know German lawyers. Ich nenne sowas liebevoll einen Schenkelklopfer für Beinamputierte. Der Harald übersetzt uns die Kassetten und wir erfahren, dass die großen Käfer in der Jagdlogen ganz schön nah beieinander stecken. Wir müssen miteinander reden. Ich denke mir, dass die Polizei bereits weiß, dass unsere Wölfe nichts damit zu tun haben. Ihre geflüchteten Wölfe sind keine Killer. Was soll's? Aber Herr Knight, er kam gestern Morgen zu meinem Büro. Er hat viele Fragen gestellt. Über die Wölfe. Was ist los, von Eigner? Wissen Sie etwas über Großbergs Tod? Wieso sollte ich? Nun, ganz einfach. Ich gab Ihnen seinen Namen. Und? Herr Knight, frag mich ruhig, Großberg kann er. Was? Von Eigner, von Zell und der Klingmann kochen irgendeine ganz verdächtige Suppen und der Gabriel hat quasi vor aller Augen seinen metaphorischen Bläschel durch einen Degel gezogen. It would be a great tragedy if the Ritterline were to die out. I know what I'm doing. Well, Als nächstes kümmert man uns um den offenen Punkt mit Großbergs Kontoauszügen, die ja von der Polizei beschlagnahmt worden sind. I don't suppose you'd let me take an eensy-weensy look at Grossberg's ledgers. Absolutely not. 5 minutes with the ledgers. Erst will der Leber natürlich nichts rausrucker, aber nach einem Mongratzel von unserem aufzeichneten Gespräch gibt er uns 5 Minuten mit den Unterlagen. Ich habe mir gedacht, wissen Sie etwas über Großbergs Tod? Wieso sollte ich? Nun, ganz einfach. Ich gab Ihnen seinen Namen. Starter, bringen Sie Großbergs Papiere herein. Danke, Starter. Ich sag's euch, der Kollege da hat mir ungefähr eine Stunde gekostet, weil mir einfach zu viel zum der Blecker eingefallen ist. Nicht nur, dass sein persönliches Vorbild in Sachen Mode scheinbar ausgerechnet Steve Urkel war, nein, seine Krawatten fungiert gleichzeitig auch noch als Sackwärmer und ich möchte gar nicht wissen, wo das andere Ende verstaut ist. Weißt, normalerweise lacht man ja über Leute, die nicht Mama in so einem alter Klamotten noch auslegt, aber da hätt's lieber nie aufhören sollen. Ja, jetzt bin ich fertig. Das ist alles. Wir plaudern also durch die Akten und obwohl der Gabriel ein Notizbücher, ein Diktiergerät und ein vermutlich halbwegs intaktes Kurzzeitgedächtnis mit sich rumschleppt, hält das fürs Beste, sie einfacher Seiten von polizeilich beschlagnahmte Unterlagen rauszureißen. Fairerweise erfüllen wir dann auch unseren Teil der Abmachung auch. Zumindest ansatzweise. Hey, Dr. Klingman from the zoo. Yes? He belongs to a men's club, right? And the guy that was asking about Grossberg, well, he's in that club too. Ditto the third guy, the one with the personality of a pit bull. The guy that was asking about Grossberg, he was listed in one of Grossberg's address books. They knew each other. In the club, these fellas all patronize is only blocks from where Grossberg was killed. Der Leber möchte den Club am liebsten gleich auseinandernehmen lassen und es ist ihm relativ wurscht, ob der Gabriel da 3 Fragezeichen spielen möchte oder nicht. I'm already in with these guys. You go in there with your SWAT troop and my stool pigeon days are over. Sorry, but I'm in charge of this case. Natürlich können wir Zoko Leberkas bei unseren Ermittlungen nicht im Weg umgekommen, also schickt man einen Kommissar auf den mittleren Ring in Richtung Sackhausen. What's the name of this club? The Friendly Wanderer. It's near the university. I appreciate the information, but as of now I want you to disappear. Sure, I understand. Good luck, Leber. The tape? Mei, da schaut er wieder 10-Jähriger, der gerade vom Papa zweites Eis gekriegt hat, damit er der Mama nicht erzählt, wer sie gerade für 3.500 € neue Warhammer-Figuren gekauft hat. Sucker. So, damit können wir in Ruhe unsere neuesten Informationen ausschlachten. In Großbergs Unterlagen stand ja was von einem Dorn, der für den Großberg irgendwas Exotisches exportiert hat und praktischerweise auch gleich noch dessen Adressen. Sein Grundstück macht zum Glück absolut nicht den Eindruck, als kehrt er zum gewissen Kettensägen-Afficionado aus Texas.
Hello, are you Mr. Dorn? Das kann was werden. Der schaut aus, als darf über Kleinanzeigen gebrauchte Spritzen verkaufen. Yes. My name is Knight. I'm an associate for Grossberg's. Grossberg. That son of a bitch owes me a lot of money. Now he's dead. Who's going to pay me, huh? If you could just tell me what services you perform for him exactly, I can get you a check right away. I don't talk to nobody about what I do. You pay me what I'm owed. Maybe you and I can do business together. Otherwise, I've had enough of Grossberg and his associates. Okay, aus dem kriegen wir nichts heraus, bevor er nicht die 14.000 Tacken hat, die ihm der Grossberg schuld hat. I don't have anything like 14,000 Deutschmarks. Ganz so viel haben wir aktuell nicht im Geldbeutel, aber wir haben ja doch so ein Mensch gewordenes Sparschweindel, das auf unser Geld aufpasst und nur darauf wartet, dass es uns helfen kann. Could you pull some cash for me from the Ritter account? Sure. How much do you need? 14,000 marks. Frau Hogel, gehen Sie zur Bank und holen Sie mir 14.000 Mark vom Ritterkonto ab. Thanks, darling. Hey, da herum spielt Musik. 14,000 marks. Also, wenn es schwierig findet, im Erwachsenenalter neue Freunde zu finden, Sauhaufen Bargeld kann helfen. Come here. Zumindest der Dorn mag uns jetzt auf einmal und lasst uns in seinen Stall. In dem es vermutlich sämtliche Saufilme draht haben. Hier erfahren wir dann, dass er illegal mit Tiere und deren natürlicher Verpackung handelt und ich find's schade, dass man nicht einfach machen kann, was der Gabriel vorschlägt. I'd like to put Dorn in one of these cages. Ist wahrscheinlich besser, wir behalten diesen Dorn im Auge. So ein Schwachsinn, das muss ich später wieder rausschneiden. Did you talk to Grossberg before he died? Yeah, sure. A few days ago. I called the bastard for my money. Hey, how did Grossberg's export go? Okay. Usually I bring animals in. Wir kriegen heraus, dass der Grossberg ihm angeschafft hat, 2 Wölfe zu exportieren. Und zwar nach Taiwan. Oh, ich bin mir sicher, die 2 haben voll den schönen Urlaub. A zoo, they said. But I don't believe it. The restaurant is what I think. Ich hab gesagt, die sind im Urlaub und da bleiben sie auch. Could I see where you kept the wolf? Yeah, sure. Kept them both in the last cage on the right. Wir inspizieren ein altes Wohnzimmer und dürfen einen Fleck suchen, der ungefähr 2 Fingernägel groß ist. Ja, das sind Gothic-Fingernägel und allein wenn ich das sehe, möchte ich sofort wieder aufs Meer der Luna und Finger sammeln und das ist ein hervorragender Zeitpunkt, um mit dem Reden aufzuhören. I must find the perfect spoon. Wenn wir draufklicken, greift sich der Gabriel ein Mai voll Stroh und nur um mir reizen wirken, wir geiler Leben ohne Allergien und Asthma warat, reibt das sich auch noch ins Gesicht. Aber warum liegt hier überhaupt Stroh? Ich hab gemeint, das macht's irgendwie lustiger, aber... Na, beim Zurücklegen vom Stroh sehen wir für ungefähr 2 Sekunden sowas wie Hundemarken, aber an die kämen wir nicht ohne, weil er vor mir ein Riesenmietz im Weg ist. Das muss eine von denen Maine Coon sein, die können ganz schön groß werden, habe ich gehört. Wir wollen die Kettel haben, aber aktuell hockern halt 120 Kilo Hass drauf. Da wir einen Dorn leider nicht als gastronomische Ablenkung nutzen können, müssen wir das Ganze anders lösen. Und für einen echten Bayern gibt's da bloß eine Möglichkeit. Can I have some of that, Weisswurst? Mei, ich hoffe so, dass es noch nicht nach 12 war. Kurze Erklärung für alle Nicht-Bayern. Eine Weißwurst, das sind diese fettigen Beideln, die ausschauen wie Gollums Zipfe, muss vor 12 Mittag gegessen werden, weil das uns traditionsgemäß der älteste Azubi von der örtlichen Brauerei pro Minuten drüber 2 Fotzen einschenken darf. Es sei denn natürlich, du hast am Tag davor zwar mit Weihwasser gefüllte Hafelschuhe aufs Grab vom ersten Bürgermeister vom Ort gestellt, aber an das denkt ja nie wer. Jedenfalls haben wir deswegen sogar einen Brauch namens Weißwurstfrühstück und auch wenn ich gern über Tradition und Brauchtum lache, das hat schon einen gewissen Sinn. Wenn's nämlich einen Tag mit einem Bier und ein paar Weißwürst und diesem süßen Senf, der ausschaut wie Babydünnschiss drauf anfängst, dann kann der Tag bloß noch besser werden. Ich frage mich, wann der Söder in meinem Wohnzimmer steht und mich exkommunizieren will. Lang kann es nicht mehr dauern. Während die Weißwurst vernichtet wird, schnappen wir uns die Mackerl und wie schon vermutet waren hier die 2 Wölfe aus dem Zoo eingespart, Hilda und Parseval. Damit haben wir einen Beweis, dass die Zoowölfe nicht für die Morde verantwortlich sind. Was relativ überflüssig ist, weil das uns und der Polizei schon seit Ewigkeiten klar ist. Aber es ist definitiv eine Sache, über die wir bei Gelegenheit mit dem Klingmann diskutieren können, der war schließlich für die 2 verantwortlich. There you are. Ready to go? I suppose, Die Gelegenheit kommt da relativ bald, weil das nächste, was ansteht, ist unser Ausflug mit den Buben von der Jagdloge. Und kaum sind wir in dem komischen Schülerheim angekommen, gibt's schon wieder extra Wurst von Friedrich. Hennemann, Price.
You two sleep in Price's room. Gabriel will take Henneman's for now. Herrgott Sakra. Mo! Willst du jetzt, dass uns die anderen mengen oder nicht? Ja, Baron. In unserem eigenen Zimmer liegt nicht einmal ein Begrüßungsschocki oder sowas auf dem Bett, deswegen schauen wir uns alle anderen an. Hey. Das Zimmer von unserem Lieblingscholeriker ist also zugesperrt. Was schade ist, ich habe nämlich eigentlich vorgehabt, mir seit Zahnbürstel durch unaussprechliche Regionen zu ziehen. Aber macht ja nichts. Schauen wir halt ins Nachbarzimmer, wo der Preis wohnt. Da der momentan sein Schüssel einweiht, greifen wir in aller Seelenruhe in seinem Schrank umeinander und stellen fest, dass der entweder für mehr als nur eine Jagdbackt hat oder eine extrem gestörte Beziehung zu Viecher hat. Wir klauen ihm jedenfalls völlig ungeniert dieses BDSM-Seil da und wenn man dann zufällig das kleine Eckerl da herunten entdeckt, ist das Fenster in Kombination mit dem Seil ein relativ deutlicher Hinweis drauf, was wir da sollen. Ob das narrisch logisch oder einfach nur narrisch ist, das könnt ihr selber entscheiden. Ich mein, der Preis hockt angeschlossene Tier entfernt von uns auf dem Scheißheißel und da die Leute damals keine Smartphones gehabt haben, wird der da nicht sitzen bis dunkel wird. Aber ja, mach einfach, wie du meinst. Im Gegensatz zu der unsagbar umständlichen und ehrlich gesagt langweiligen Fensterlaktion ist unsere Ausbeute in dem Zimmer schon ein bisschen spannender. Das eine ist ein dreckiger Fußabdruck im Bad und das andere ein Brief von Großberg an von Zell. Und der Brief ist natürlich auf Englisch, aber da rege ich mich jetzt einfach gar nicht mehr drüber auf. If I'm not mistaken, Grossberg was trying to cash in on all the excitement around the missing zoo wolves. Der von Zell hätte am Großberg also eine halbe Million geben sollen, damit der ein Geheimnis um die zwei Zoowölfe für sich behält. Was genau das für ein Geheimnis ist und inwiefern das an von Zell vielleicht belasten kann, das geht daraus nicht hervor, aber bei dem seinem Temperament ist nicht unwahrscheinlich, dass ihm der Baron einfach als Mai gestopft hat. Mit der Hand voll Mord! Der Erkenntnis schwingen wir uns elegant wieder aus dem Fenster und spazieren ins nächste Zimmer. Ja? Da flackt er von Eigner in der Badwanne und dem ist einfach alles wurscht. Can I assume you're a fan of the club philosophy? Well, look at me. I love to eat and I love to drink. I own a butchery and a brewery, which means I love people who love to eat and drink. If I could make it the national religion, I would. Zum Glück ist es mir relativ wurscht, dass man extrem direkt über den Großberg ausfragen. Buying and selling exotic animals isn't exactly legal in Germany. The others didn't want to know. What does Baron von Zell have to do with Grossberg? Nothing. You asked him about Grossberg the other night at the club. My, what big ears you have. You gave von Zell Grossberg's name, why? Because he asked me for it. Kurz zusammengefasst, der von Eigner hat am von Zell einen Kontakt vom Großberg gegeben, weil der von Zell wohl seinen eigenen Club aufmachen wollte. Dann baue ich mir eben meinen eigenen Vergnügungspark mit Blackjack und Noten. Was ihn von Eigner hier zusätzlich motiviert hat, war die Aussicht dann von Zell endlich von hinten zum Singen. Ich war mir beim Schreiben anscheinend ziemlich sicher, dass man das nicht missverstehen kann. And I'm not the only one. There you go. And he offered to cut your dad in half for a small favor, I understand. It's not your fault Grossberg's dead. Wir können auch noch über den schwarzen Wolf ausfragen, was ihm zwar nichts sagt, aber so erfahren wir ganz nebenbei, dass er hier ab und zu schon Wölfe heulen gehört hat. I've never seen them, I've only heard them. Was ein bisschen überraschend kommt, da der Dr. Klingmann ja eigentlich gemeint hat, dass es im Bayerischen Wald keine mehr gibt. There are wolves in the woods. I've heard them myself, many times. Apropos Klingmann, der fläzt auf dem Bett wie ein Stück Butter in der Pfanne und meint, grob übersetzt, dass man am Arsch lecken können. Scoping things out. Look all you want at the great wonders of this room, then leave. I'm trying to rest. Du kannst schlafen, wenn's tot bist und jetzt hock dich erst einmal gescheit hin, wenn's mit mir jetzt. Hildegund and Parzival. Nice names. Mein Gott. Der von Zell hat einen Klingmann also mal während einer Vorlesung oder so angelabert und mit einem Mitgliedskartel für seinen Jagdclub geködert, woraufhin der Klingmann ihm und einen Dorn prompt die zwei Wölfe entführen hat lassen. About their philosophy. So the wolves were your price of admission. Mir verspricht mir, dass man der Polizei nichts sagen und lasst man in halber Fetalstellung drüber nachdenken, ob er gerade eine Demonstration von seiner Sprache des Todes erlebt hat. Im nächsten Zimmer führen wir ein ausschweifendes Gespräch mit dem Baron. All settled there? You should go for a walk. Good idea. Und danach macht man genau das. Treppelt man ins Erdgeschoss oben, schnappt man unsere Lampen. Schein oder nicht Schein? Das ist hier die Frage. Und weil in unserer Nähe kein Mensch zur Ruhe haben darf, quatscht man die Freibierlädchen da auch noch an. Hey, Henneman,
Looks like we finally have a chance to talk. Well, as long as my glass is full, you can ask me anything you like. Der Hennemann ist ein recht grübiger Hund. Er erzählt uns, dass er hauptsächlich gemütliche Leute mag und dass so jemand wie der von Zell absolut keine Gesellschaft für ihn ist. Are you and Von Zell good friends? No, I was never good enough for Von Zell. No, I get along better with those who do not think so much of themselves. Is there any reason you don't want a room with Price? No, you may not have noticed, but the man is a rotting Schwein. I can tell you what he's doing right now up there in his room. He has shut himself in the bathroom. And he isn't taking a bath. Ein Preis mag er auch nicht, der ist laut ihm nämlich eine ziemlich kranke Sau und geht viel zu offen mit seiner Perversion um. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, was er damit genau meint. Von dem bisschen, was man mit dem Preis bisher reden hat können und vor allem, was ich im Internet so gefunden habe, fegelt der Typ halt einfach gern. Aber mei. Thanks for the talk. Ja, auf Wiedersehen. Viel Interessantes hat er sonst nicht zum Sagen, also schnappen wir uns noch die Zündheizel vom Kamin und schlendert mal ein wenig draußen umeinander. In der Schupfern da finden wir fette Gartenschau und mittlerweile glaube ich, ist der Gabriel eine Mischung aus Baumarkt, Bibliothek und Aktenschrank. Hier können wir dann ein bisschen durch den Wald Lust wandeln. Oder sehe wie in meinem Fall Lust verlaufen. In der Nähe von der Hütten findet man einen unangenehm vertrauten Abdruck im Dreck und wenn wir dann so lange rumschlendern, bis wir hier ankommen, findet man nicht nur den gleichen Abdruck nochmal, sondern dürfen dank dichtem Dornengestrüpp in der Ecken als Hecken wegzwicken bezwecken. Alliterationen, Binnenreime und Onomatopoesie. Ja, auf meinem Kanal wird noch mit Niveau gearbeitet. Ha! Michelangelo kann scheißen gehen! Dahinter ist eine Höhle, in der wir durch eine Mini-Höhle in eine andere Höhle kriechen. Okay, das habe ich wahrscheinlich um 4 in der Früh geschrieben, weil ich gar keinen Bock mehr gehabt habe. Und neben einem ordentlichen Stang liegt hier ein Haufen Geknupsel in der Luft. Ich glaube, ich weiß, was hier auf uns wartet. Die tatsächliche Geräuschquelle ist leider nicht ganz so schnufflig. Wir schmeißen unser Winzfunzel an und finden einen Grump voll grob grauseligen Grimmschmalz. Und wer hockt mittendrin und fieselt an einem Bordel umeinander, als hätte er das gröbste Calciumdefizit überhaupt? Jetzt stresst dich nicht so. Tu dich nicht an, ist ja nicht so, es war irgendwie hinter dir her. Magst du erst nur Zähne putzen? Die ganze Szene soll schrecklich sein, aber für mich ist es hauptsächlich seltsam. Und ich meine nicht bloß, weil das die kleinste Flamme der Welt ist, oder weil der Gabriel nicht alles auf einmal sehen kann, vor allem nicht an Von Zell, obwohl der die Hautfarbe Alpina-Weiß hat, oder weil der Von Zell nicht erstens schneller und b aggressiver aufs Licht und vor allem auf den Gabriel reagiert. Nein, mich wundert hauptsächlich, dass da ein nackerter Mo sitzt und Knecher lutscht und kein Werwolf. Und dass er uns nicht nachsetzt, obwohl ihm der Gabriel wirklich alle Zeit der Welt lässt. Ich finde es ehrlich gesagt einfach schade, dass er so entscheidende Szene nicht den Eindruck macht, den es wahrscheinlich machen hätte sollen. Wir rennen mal also panikerfüllt. Okay, wir flanieren panikerfüllt zum Von Glober. Sweet Jesus. In the woods. Show me. Und nachdem er sich die Misere selber angeschaut hat, erzählen wir ihm alles. Did you see him? Did you see Von Zell? Von Zell? Von Zell is a werewolf. Das ist der Moment im Spiel, wo der Gabriel erklärt, wie alles zusammenhängt und ohne Scheiß, ich bin verdammt dankbar dafür. It looks like he's been killing like this for a long time, using the woods for cover at this lodge and at your other lodge in Alfdorf. Der Von Zell mordet schon einige Zeit und macht dann hier im Wald sein Leichenpicknick. Irgendwann hat er sich vom Klingmann im Tausch für die Mitgliedschaft 2 Wölfe besorgt, um den nicht schuld für die Morde in ihren schnuckligen Pfoten zum Schirm. Dann hat er einen von Eigner über dessen Schulden dazu gebracht, ihn mit dem Großberg bekannt zu machen. Und so ist er die Viecherl wieder losgeworden, damit die Polizei nicht finden kann. Bloß dann ist der Großberg ein bisschen gierig geworden, hat einen Von Zell erpresst und ist dafür vermutlich über den Marienplatz verteilt worden. This is incredible. Yeah, but it's true. Von Glober ist von der Werwolf-Behauptung nicht so überrascht, wie man meinen kann, aber er hat einen Plan. Und er weiß, warum wir im Club rumgeschnüffelt haben. That you and I hunt him. Tonight. Well, that's what you came to the club to do, isn't it? Hunt down and kill Tony Huber's murderer. How'd you know? You're not the only one who can ask questions. Das Spiel springt dann automatisch zur Nacht und wir machen uns auf den Weg in den Wald, um die gefährlichste Beute vor alle zu jagen. Here on my island, I hunt the most dangerous game. The most dangerous game? The most dangerous game. The most dangerous game? The most dangerous... You mean tigers? We need to corner him. The best place is the ravine.
I think I'd better run defense. I'm sure you have your own methods. Gabriel, dodge der er ist, verliert im Wald allerdings einen Anschluss an von Glover und steht dann relativ blöd in der Gegend rum mit nix als seinem Halskettel. Weil man mir genau den einen Ami spielen, der, wenn er wer Quahi halt nicht auf der Stelle nach dem zweiten fragt. Der ursprüngliche Plan war es ja, an von Zell bei der Schlucht in die Ecken zum Treiben und es könnt's keinen besseren finden als meine Wenigkeit, um mitten auf Nacht in einem stockfinsteren Wald eine Stelle zu finden, die ich noch nie gesehen hab. Es tut mir jetzt schon leid, Gabriel. Ja, der haarige Pfannerkuchen da ist unser gefürchteter Werwolf. Erschaffen mit der schwarzen Magie des CGI und lachen um bis in alle Ewigkeit. Glücklicherweise braucht man mir gar keine Waffen. Am Gabriel gelangt nämlich das magische Bierfeitzel, das seine Familie schon seit Generationen vor allem Bösen beschützt. Okay. Tatsächlich habe ich es irgendwie auf den zweiten Versuch geschafft, die Schlucht zu finden, wo uns diese elendige Sackratten erstmal unsere schöne Hosen ruiniert. Die ist bloß ausgeliehen, Kerl! Und als der von Glover dann auch endlich auftaucht, kriegt er nicht geschissen auf das Viech zum Schießen und schmeißt uns die Knarre zu. Alles klar, überhaupt nicht komisch. Der Gabriel zielt und schießt zwar so dermaßen schlecht, dass er vermutlich auf 5 Meter keine Hauswand mehr getroffen hätte, aber für die pelzige Wurst, da gelangt's. Ach so, ein Ohrstäbchen hat er denkt, aber für die Taschenlampen hat's nicht gereicht, ha? Einmal mit Profis arbeiten! Oh, it's the wound. Guess you got me. Damit ist der von Zell vom Fell befreit und Gott sei Dank, es ist vorbei mit der Übeltäterei. Bloß dass Gabriels Hackshackfleisch ist und der von Glover unser Humpelstilzchen hier heimbringen muss. Hab ich den Witz schon mal gemacht? Wen will ich verarschen? Ich hab schon mal vergessen, dass ich Geburtstag hab, warum soll ich mich an sowas erinnern? Gabriel ist wohl nicht der Einzige, dessen Bein im Arsch ist. Nach diesem absolut würdigen Abschluss für Kapitel 5 springen wir wieder zur Gracie und die hat ein absolutes Bracke von einer Vision für uns. Nur das Beste ist gut genug für Madame Nakimura und deswegen hat es nicht bloß ein Kleidl, das ausschaut, als wäre wie im Schlagsahn ausgekommen, sondern sie bläschelt mit nichts Geringerem als unserem Kini umeinander. Der dadurch enorm an Stil einbüßt. Gracie und Gabriel sitzen auf einem Baum, knutschen umeinander und erst das ist ein Kinderspielplatz, jetzt schleicht euch endlich heim. Und jetzt hockt euch hier und haltet euch gut fest, hier kommt nämlich die scharfe Kurven in der ganzen Geschichte. Beware the Black Wolf. You must do it! Two wolves are missing from the zoo. Now the werewolf cannot harm at that time. Das geklärt? Wunderbar. Damit sind wir dann wieder beim Gabriel, der scheinbar träumt, dass er auf ein Lego-Storndl steigt. Lukis Geist schippt die Nacht anscheinend Überstunden und schaut nicht bloß bei der Gracie vorbei, sondern auch bei unserem frischbauern Werwolf, den er auf einen Trip in Vergangenheit mitnimmt. Schau, Anna, der Chronograph sagt, es ist an der Zeit, die Osternestel zum Verstecker. Nun denn, wohlan, Ludwig, wohlan! In der Vision darf man ihm dabei zuschauen, wie er 3 Schriftrollen in Neuschwanstein verteilt und irgendeinen Zettel noch schnell einschiebt, bevor er verhaftet und nach Schloss Berg gebracht wird. Auf dem Weg dahin passiert das, worüber Gracie im Ludwig-Museum schon gelesen hat, nämlich er flüstert einer Wirtin was ins Ohr und gibt ihr den letzten Zettel. Tell her to put this with my heart without hurting. Bevor er dann schlussendlich im Starnberger See ins Wasser geht, verabschiedet er sich noch von seinem Louis, der ihm den ganzen Scheißdreck eingebrockt hat.
Glücklicherweise hat es Gracie irgendwie geschafft, genau jetzt zu seiner Rettung zu kommen. Get out! Oh, das war Fehler, Gabriel. Ich bin die ganze Nacht durchgefahren, hab eine Autobahnraststätten suchen müssen und bin eine Dreiviertelstunde im Stau gestanden. Also blär mich nicht an, oder schissene Arschsau! Hey, das Viech kenne ich. Das ist eine von den polnischen Tauben, glaube ich. Eine Gurba. Grace hat an Gabriel kurzerhand in Rittersberger Kerker gebracht, wo er seine Mannengrippen auskurieren darf. Grace, I fucked up. I know. Das Kapitel fängt eigentlich mit einem Haufen Antworten an, bringt aber also einige Fragen mit sich, die löblicherweise auch sinnvoll beantwortet werden. How'd you find me anyway? I ordered a deed of entitlement to issue to the Black Wolf. It came in yesterday, and von Glauer's name was on it. I threatened Werner Huber's life unless he told me where you were. Klassische Gracie. Unfortunately, your Cavalier arrived too late this time. Die zwei tauschen in dem Kapitel mehr oder weniger die Charaktere. Wo vorher Grace die lästige Flunsen war, führt sie jetzt der Gabriel auf, wie ein kompletter Vollhoden und Maul wegen jedem Scheiß umeinander. Oh, maybe I'd rather have it chewed off than have to deal with your gloating. You ever think of that? Bei so viel Dankbarkeit darf ich mir die mieseste Wolldecken der Welt drüber schmeißen. Wie gefällt euch dieses kratzige Schaf hier? Nachdem der Gabriel auf der Fahrt nach Rittersberg ständig über seine Vision brabbelt hat, macht sich Grace jetzt auf, das Zeug zu finden, das der Lucky in Neuschwanstein versteckt hat. Yeah. Whatever. Davor reden wir aber erst noch mit der Turmfrisur, die uns darüber informiert, dass sich der Gabriel in der nächsten Zeit aufhören wird, wie der will seiner Mama, wenn's das wachst, die gleiche Luft zum Schnaufen wie ihre Frischling. You know, dear, I wouldn't count on Gabriel being pleasant or even cooperative. He is quite literally not himself. Gabriels Werwolf-Infektion werden also nur sehr viel ungrübiger machen, weswegen sie vorgeschlagen hat, dass er erst einmal in den Rittersberger Partykeller zirkt. Falls er sich verwandelt, kann er wenigstens kaum was tun und ihr Mo passt auf, dass keiner rein und vor allem der Gabriel nicht rauskommt. Yes, dear. Besides, you have other things to attend to, don't you? Yes, the opera. And the diagram, I have to get them. Damit können wir einigermaßen beruhigt nach Neuschwanstein fahren und uns auf die Suche nach der Oper machen. Was wir außerdem brauchen, ist das Diagramm von Wagner. Das drum ist quasi eine Bauanleitung für Kronleuchter, deren Kristalle Schallwellen auf eine bestimmte Art und Weise lenken sollen. Das kann dann eigentlich nur der Zettel sein, den der Lucky der Wirtin gegeben hat und der dem noch jetzt bei seinem Herzen liegt. Sprich in einer Urne in Alt-Eding. Do you know anything about Altading? Yes, it's a pilgrimage shrine. Emma and I have been there. But I didn't know about the heart urns at the time. Und was das mit den Opernteile angeht, muss ich jetzt noch mal kurz auf einen Punkt vom letzten Video zurückkommen. Nämlich, dass mir keiner verzeihen kann, dass so derart offensichtliche Verstecke nicht schon längst gefunden worden warten. Ich mein, schau dir das an, da klang's doch schon, wenn die Putzfrau dagegen rumpelt, dass das aufgeht oder dass man wenigstens hört, dass da ein Hohlraum ist. Ganz zu schweigen von Materialprüfungen, Restaurationsarbeiten oder irgendwelche kleinen Kinder, die einen Rotz der feiden Lädchen überall dagegen klatschen. Ich bin schon willens, das zugunsten von einer eigentlich coolen Geschichte zum Ignorieren, aber ich finde, das hätten wir auch in einem Spiel, in dem König Ludwig II., der verdammter Werwolf ist, ein wenig realistischer einbauen können. Apropos einbauen, erst wollte ich schauen, ob wir die Gelder für irgendwas einspannen können, aber leider nicht. Thanks. Gerda's offered to help, but I can't think of anything she can do at the moment. Der Unterstützung erschöpft sie darin, dass sie uns einen frischen Bettbezug hinlegt. Den wir mitnehmen. Ist das was Leute typischerweise machen? Einfach so einen Kissenbezug einstecken? Wir warten, wenn unser Spiel erst einmal einen Grund gibt, dass wir Gegenstände aufklauen oder hernehmen können. Ja, ich weiß, dass ich bei The Black Mirror endlos drüber gemault habe, dass man Gegenstände erst aufklauen oder hernehmen kann, wenn das Spiel einem einen Grund gibt. Na, mir kann man's nicht recht machen. Aber jetzt mal kurz im Ernst. Ich habe in dem Video dann auch noch gesagt, dass ich das grundsätzlich gar nicht verkehrt finde, wenn man gerade in einem Spiel, das ein wenig realistischer rüberkommen will, erst mit einem Problem konfrontiert wird und dann nach der Lösung suchen kann. Das gilt auch für Gabriel Knight und bisher war es ja auch so. Die Kuckucksuhr kannst du erst kaufen, wenn du Zugang zu den Blären im Jagdclub hast, die Weißwurst kannst du erst holen, wenn du den Tiger ablenken musst und die Rosen kann man erst einsammeln, wenn man die Görde trauern sieht und so weiter und so fort. Aber dass man den Kissenbezug jetzt schon einsacken können, das liegt nicht an einer erkennbaren Notwendigkeit, die es aus der Geschichte gibt, sondern schlichtweg daran, dass man spieltechnisch jetzt schon alle Zugänge und Gegenstände haben oder haben könnten, die man für das zugrunde liegende Rätsel braucht. Und die Lösung von dem besagten Rätsel ist zwar lustig, aber das Rätsel selber ist blanker Irrsinn. Insofern ist es nicht einmal schlecht, dass man das Ding jetzt schon aufklappen kann, so kann man sich notfalls wenigstens mit Versuch und Irrtum ein wenig durchboxen. Was ja gerade früher Standard bei Point-and-Click-Adventures war. Viele Leute finden es ja witzig, durch Zufall und Probiererei auf Lösungen zu kommen und sich so vom Humor und der Kreativität der Entwickler überraschen zu lassen, und mittlerweile kann ich den Punkt tatsächlich nachvollziehen. Man braucht dafür halt eine gewisse Geduld und eine kindliche Freude am Rumprobieren
ausprobieren und entdecken und nicht den verzweifelten Drang in der chaotischen Welt irgendeine Art von Logik und Sinn zu finden, damit man nicht irgendwann anfängt mit Quietschanteil die Schlacht um Gettysburg nachzustellen. Mir geht's gut, da geht der Nachfrage. Unsere erste Haltestelle ist also Neuschwanstein, wo die Opernteile versteckt sind. Nach ein paar Schritten beobachten wir eine der realistischsten Szenen in dem Spiel. Nö, Deutschland versteht keinen Spaß beim Denkmalschutz. Jedenfalls. Hier finden wir also den ersten Akt. Na, keine Nacktzeichnung, sondern halt ein Anfang von der Oper. Laut Gabriels Vision müsste der zweite Teil im Schlafzimmer sein und der dritte im Sängersaal, aber in beide Fälle müsste man natürlich erst einmal die Erschießungskommandos loswerden. I'll never get away with it while there's a guard in the room. Und für eine von den Wachen gibt uns Grace sogar einen kleinen Tipp. I don't want to sit in the chair, but perhaps there's a way to convince the guard that someone else did? Leider haben wir gerade nichts Passendes im Inventar und im Sängersaal ist der gleiche Scheiß. Deswegen schleichen wir uns erstmal nach Alt-Edding und suchen Ludwigs Herz. Ist das eine geile Stimmung oder was? Das ist die sogenannte Gnadenkapelle in Alt-Edding, ein bayerisches Nationalheiligtum, das für Wallfahrer recht wichtig ist. Wallfahrer, Doppel-L, nicht Wallfahrer. In der steht nicht bloß ein Bildnis der schwarzen Madonna, sondern es werden tatsächlich die Herzen von bayerischen Herrscher drin aufbewahrt. Der Schaukasten da ist voller Nachbildungen von Körperteilen, die angeblich durch Wunder von der Madonna geheilt worden sind. A replica is made for the part of the body you wish to have healed. Und ich bin gespannt, ob sie auch noch einen Kasten haben für Leute mit Tripper und Hämorrhoiden. Hello. Übrigens, Herz ist im Hintergrund die Geräuschkulissen. Ich weiß, dass viele Leute in Gottesdienste einen gewissen Trost und eine Gemeinschaft finden, aber mir hat es als Ministrant damals immer schon gruselt, wenn alle diesen monotonen Scheiß runtergerattert haben wie so Zombies oder Roboter. Da beidelt's mir heute noch. Hier geht man jedenfalls unter anderem der christlichen Tradition nach göttliche Gnade gegen schnöden Mammonite zum Tauschen. Mary's water. Marienwasser klingt halt erst einmal nach alle Arten Körperflüssigkeiten, aber wir sind in Bayern, also ist vermutlich einfach Schnaps. Natürlich kaufen wir uns so ein Heiligstamperl und danach versucht man Bruder Tuck hier auszufragen, wo Ludwigs Herz umeinander steht. Grüß Gott. Is it possible to see Ludwig's heart urn? Der scheint allerdings entweder taub oder stumm oder beides zu sein, jedenfalls müssen wir Scharade mit ihm spielen. Das Herz für Ludwig II. von Bayern? Haben Sie das Herz? Oh, no, not my heart. I'm not sick. Im Endeffekt gibt er uns dann ein Kartel, auf dem steht, dass er uns in die Kirche bringt, wenn wir zur Madonna beten wollen. Ja, gut, dann geben wir ihm halt die Karten, Hauptsache wir kommen rein da. Was machst jetzt du da? Hey, ich glaube, ich häng! Jetzt einmal ernsthaft. Entweder der Kerl ist taub, dann war das hier gerade völlige Verarsche, oder er ist nur stumm, aber dann hätte Gracie ja trotzdem verstehen müssen, ihr Deutsch war jetzt wirklich nicht so schlecht. Oder er hat meinetwegen ein Schweigegelübde abgelegt, aber dann hätte er ja vermutlich die Karten sofort hergeben und nicht die ganze Zeit so dumm geschaut, dass er nichts versteht. So oder so, er kann uns aktuell nicht einbringen, weil die Metten nur in vollem Gange ist und das heißt spieltechnisch wohl, dass wir erst noch irgendwas anderes erledigen müssen, bevor wir hier weitermachen können. Also geht's nochmal zurück nach Neuschwanstein, wo wir unseren gesegneten Mariensaft benutzen, um das mondäne Sitzmöbel hier ein bisschen aufzuwerten. Ist jetzt quasi ein heiliger Stuhl. Entschuldigen Sie bitte. Die Kinder. Ich hole etwas, um es auszuwischen. Wunderbar, damit haben wir einen zweiten Akt eintaschen. An den dritten kommen wir, indem wir den Kollegen da loswerden und das Rätsel ist auf dem gleichen Niveau wie das mit der Kuckucksuhr. Und ähnlich wie bei der Kuckucksuhr lasse ich euch jetzt ohne mein Gelaber anschauen, was uns den letzten Teil der Oper beschert. I think I'll steal one of these rolls. Please do, dear. You're thin as a rail. I picked up a roll at the Gasthof. Wie ist das Ding hier hereingekommen? Da
da sagst du nix mehr, ha? Mit der vollständigen Oper in unserer vermutlich komplett zugeschissenen Manteltaschen bleibt uns also nur noch aus Ludwigs letzter Tupperware die Blaupausen für die Kristalle zum Plündern. Blöderweise hört die verdammte Beschwörungszeremonie da drin einfach nicht auf. Das heißt wahrscheinlich, wir dürfen nochmal was anderes ins Rollen bringen. Nicht, dass das jetzt besonders naheliegend war, aber wir müssen an der Stelle zur Post gehen, wo ein Brief von Gabriel angekommen ist. Grüß Gott, Frau Nakamura. Grüß Gott. Haben Sie etwas für mich? Nicht für Sie, aber für den Schattenjäger. I'll take it to him. Ich bringe es zu ihm, okay? Ja, okay. Hey, was schnauft denn die Alte, als hätte jetzt gerade Karten für die Huidecker Herzbaum geschenkt gekriegt? Der Brief ist dann schon eher ein Grund zum Schnaufen wie der fette Katze nach einem Marathon. Der ist nämlich vom Von Glover, der sich hier als manipulativer Egoist zeigt und sich dabei anhört, als wäre er mindestens Dankbarkeit schuldig. The change is always painful. I went through it myself when I was only 12. It would have been a simple thing to wake the man, show them Von Zell's corpse and make up a story that would enrage them enough to kill you. I did not. Jo, Gabriel, alles fit. Ich wollte nur schnell Bescheid sagen, ich hätte die umbringen können, hab ich aber nicht. Ist doch geil von mir, oder? Und ich hab der Epsi mitgeschickt, was dir sowieso gehört. Leck mich fett, bin ich ein guter Kerl, ha? Du bist bestimmt gerade ein bisschen genervt von mir wegen der Werwolf-Sache und dem ganzen mit Fieberkrämpfen an der Schwelle des Todes steht Zeug, aber du musst mich da schon auch verstehen. Aus irgendeinem unverständlichen Grund mehr hat keiner mein Freund sein und deswegen habe ich Leute zum Werwolf gemacht, von denen ich gemeint habe, dass wir ähnlich sind, aber leider sind es alle deswegen narrisch geworden oder verreckt, die bläden Hund. So wie der Von Zell. Merkst du übrigens, dass du den umgebracht hast, da habe ich ehrlich gesagt die ganze Zeit schon drauf pokert. Aber wie ich mitgekriegt habe, dass du ein Ritter bist, habe ich mir gedacht, Friedrich, der kann's sein. Der holt das garantiert aus und lauft dann mit mir auf die Nachtducht weiter und erfüllt mir meinen Lebenstraum von einem Partner auf Augenhöhe. Den ich schmerzhaft in Abhängigkeit von mir drin habe, aber das ist Tipp für Scheißerei. Ich gehe einmal davon aus, dass du gerade gut beschäftigt bist mit Schwitzen und Schreien und so weiter, aber wenn du wieder eingekriegt hast, dann komm bei mir in Minger vorbei. So in 2 Monaten oder so wäre mir ganz recht. In der Zwischenzeit denkst du einfach drüber nach, was für ein Wahnsinnstyp ich bin und was den ganzen Fluch angeht. Schwamm drüber, oder? Ich hab's mir jetzt auch nicht unbedingt ausgesucht, so bin ich halt einfach. Also, habe ich der dabei. Diese absolute Blaupausen für eine toxische Beziehung zeigen wir dann kurz nur der einzigen Frau, die ein komplettes Händel aus dem Supermarkt klauen kann, indem sie es einfach in ihre Haare schiebt, und dabei wird nur eine von den letzten offenen Fragen klärt. He's the son, you know, Von Glauer. He's the son of Von Rollick. Wir erfahren nämlich, dass der Von Glover der Bub von Von Rollick ist, dem ursprünglichen Schwarzen Wolf. Es gibt eine Intro-Szene zum Spiel, die ich euch schändlichst vorenthalten habe, weil es tatsächlich am Anfang einfach noch keinen Sinn für irgendwen ergibt. Aber das da ist der junge Friedrich, der gerade zuschaut, wie er sein Bab gevierteilt und verbrennt wird. Na, alles gut, das hört nicht noch ab, das braucht der Bub, das hat uns früher auch nicht geschaut. Nachdem wir den Brief gelesen haben, dürfen wir auch endlich in Alt-Eding weitermachen, wo wir den komischen Mönch da mit Hilfe von seiner Karten um Einlass bitten. Was ausschaut wie der halbe Festnahme, ist anscheinend bloß dem seine Art mit Leid umzugehen. Seit wir das Spiel gespielt haben, gehe ich ab und zu mit meiner Freundin so spazieren und sie hasst für die Pest. Jedenfalls buxiert er uns dann zur Schwarzen Madonna und da lässt man seine Knirschheim die ganze Arbeit machen, während wir uns umschauen. Da oben steht die Herzurne vom Lucke. I think I know which one is Ludwig's. Und da ein enorm praktischer Stuhl. Bloß ist halt leider die Aufsichtskutten auch noch mit im Raum und den müssen wir irgendwie loswerden. Und das irgendwie ist hochinteressant. Fangen wir mal am Anfang an. Das da ist eine Schachtel für Opfergaben, weil die Kirche ja grundsätzlich wahnsinnig arm droh ist. Es kostet leider schon ein Stangerl Geld, Gottes Werk auf Erden zum Tor. Oder Millionen auszugeben, damit Missbrauchsopfer die Täter nicht gescheit verklagen können. Oder Millionen auszugeben, damit Frauen keine Abtreibungen durchführen können. Oder Frauen zu Abtreibungen zum Zwingen, die der Priester dann zahlt. Könnt ihr euch mal einig werden, in welche Fälle Leben jetzt schützenswert ist? Und ja, ein Haufen Leute, die für die Kirche arbeiten, machen gute und wichtige Arbeit und ich suche mir hier natürlich die übelste Scheiße raus. Aber solange sich der Verein nicht darum kümmert, dass die entsprechenden Machtstrukturen geändert werden, Verantwortliche aus dem Verkehr gezogen werden und Opfer Hilfe statt Unterdrückung erhalten, muss sich die komplette Kirche zu Recht immer wieder mit dieser schlimmsten Scheiße konfrontieren lassen, die ihre Herrschaften zu verbrechern. Verlinkungen zu Artikeln über die Vorwürfe findest du übrigens in der Beschreibung. Ist jetzt nicht so, als würde man das aus dem Arsch ziehen. Der aktuelle Papst Leo hat übrigens angekündigt, dass er da irgendwie reformieren möchte, aber reden kann man viel, wenn er Tag lang ist. So, zurück zum lustigen Teil. Wir wollen ja an Ludwigs Herz kommen und in den Klingelbeitel da schmeißen die meisten Leute silberne Opfergaben rein, die dann später im Vorraum aufgehängt werden. The walls are covered with silver penitent offerings. Ich denke mal, das Spiel hat erwartet, dass man hier ein bisschen assoziiert mit den Worten Herz und Silber und sich dann an das drum da erinnert. That silver heart reminds me of the silver penitent gifts at Altading.
Gracie ist scheinbar der erste Point-and-Click-Charakter mit einem Gewissen und deswegen fragen wir die Götter sogar, bevor wir ein Zeichen ihrer Liebe zum Verstorbenen einfach in den Kaffeekass von einem Kloster schmeißen. It's for Gabriel, isn't it? Yes. Take it. Wolfgang will understand. Das bringen wir dann zur Kabine und da erklären wir der Madonna, warum das Ganze jetzt streng genommen eigentlich keine Grabräuberei ist, weil es ist ja für einen guten Zweck, ne? I think you know why I'm here. I apologize for even thinking of violating your shrine. But you know I need to get what's inside Ludwig's urn. I think you want me to help him and Gabriel. Daraufhin schmeißt Madonna ihr Windmaschine an, wir sorgen für einen gescheiten Durchzug und dann herrscht hier drin Kamikaze. Habt ihr gemeint, ich lasse euch ohne neues Wissen hier raus? Ihr Narren, die Türen haben zu. Das Licht ist aus. Der Overhead-Projektor läuft, die Handys sind eingesammelt und ihr kämmt ja nicht raus, bevor ihr nicht was gelernt habt. Kamikaze ist japanisch und heißt wörtlich übersetzt göttlicher Wind. Das kommt ursprünglich nicht von den Fliegerpiloten aus dem Zweiten Weltkrieg, die sie mitsamt maschinenfeindliche Legend katapultiert haben, sondern von viel früher. 1274 und 1281 haben mongolische Flotten versucht, Japan anzugreifen und beide Male ist ein ordentlicher Teil ihrer Armada von Taifune vernichtet worden. Was die japanischen Streitmächte ganz gelegen käme, ist, dass beim zweiten Angriff mit ungefähr 40.000 Leuten gegen 140.000 Kämpfer hin müssen. Im Zweiten Weltkrieg haben sie die japanischen Kampfpiloten dann überreden lassen, dass sie der göttliche Wind sind, der einen Gegner auch diesmal wegfegen wird. Woraufhin die USA mit eher radioaktiver als göttliche Winde reagiert haben und neue Maßstäbe in Sachen Verhältnismäßigkeit gesetzt haben, indem sie ungefähr 90% der Zivilbevölkerung von Nagasaki und Hiroshima mit Atombomben umgebracht haben. Neben solchen Aktionen nimmt sie das, was Gracie vorhat, recht harmlos aus. Nachdem der Wind die einzige Lichtquelle, die Bayern in den 90er scheinbar gehabt hat, ausblasen hat, kraxelt man zu der Uhren auf, schnappern uns den Brief und schirmen alles wieder an Ort und Stelle, bevor der Elektriker kommt. Und so einfach plündert man mit göttlichem Beistand ein Grab. Unsere gesammelten Fundstücke bringen wir jetzt zum Museumsschorsch und der grinst die so hart an ab, dass der ganze Bildschirm schwarz wird. 2 Monate später ist Wagners verlorene Oper auf die Beine gestellt und irgendwie hätte man mehrere mit dem erwartet. Wenn heute einer ankammert und sagt, hey, wir haben neulich in der Couchritzen am Sperrmüller unveröffentlichtes Queen-Album gefunden, da war der völlige Wahnsinn los, aber eine plötzlich auftauchte Wagner-Oper ist scheinbar bloß ein Pappaufsteller wert. Wie wir vorher gesehen haben, sind der Kriminalleberkas und der von Glover eingeladen und die Vorstellung verspricht interessant zu werden. Wir schnappern uns eins von den Programmhefteln und schauen mal, worum es bei der Veranstaltung so gehen wird. Bei einer Oper geht's einfach nicht anders, weil es sonst kein Wort außerherrscht. Das ist nicht einmal ein Scherz, ich tue mir mit Death Metal geschrei leichter als mit Operngesang. Die Geschichte ist richtig schön und tragisch. Ganz kurz gesagt wird der Held Engelhart von einem bösen Baron zum Werwolf gemacht, weil der Baron eine Frau haben will, die aber einen Engelhart liebt. Engelhart wird allerdings weniger ein Werwolf und mehr ein Wachhund, der aufs Dorf aufpasst und dadurch wäre er noch mehr ein Held für die ganzen Bewohner. Der Baron von und zu bockig beschließt dann, dass er Hildegunde jetzt erst recht heiratet. Auf einer Hochzeitsfeier schleicht sie der Engelhart als Schauspieler ein, verwandelt sie in einen Wolf und zwingt den Baron durch sein Geheul, sie ebenfalls vom gesamten Dorf zu verwandeln. Dann rennen beide weg, kämpfen und bringen sie gegenseitig um. Das ist also, was hier heute Abend passieren soll. Der von Glover soll vor alle Anwesenden in einen Werwolf verwandelt werden, damit sie ihn umbringen und wir einen Gabriel retten können. Oder Plan. Na, ehrlich, hat sich der Lucky wunderbar ausdenkt damals. Was soll denn schon schief gehen, wenn du einen Werwolf in einem vollbesetzten Opernhaus in seine wahre Form zwingst und ihn abhisst? Wen es interessiert, jetzt ergeben auch die ganzen Gemälde im Sängersaal einen Sinn. Die haben quasi der Comic zu der Oper. Wie damals genug Zeit war, die ganzen Beutel zum Fertigen, während eigentlich die Oper unter Hochdruck hat fertig werden müssen, das ist mir schleierhaft. Gracie hat übrigens aktuell auch die Skizzen vom Opernhaus in der Tasche, die der Wagner seinerzeit zusammengeritzelt hat. Man kann daraus grob ableiten, wo das Ziel von unserem akustischen Hinterhalt idealerweise sitzen soll, aber das braucht man erst ein bisschen später. Unten im Saal beschwert sich der Hauptdarsteller, dass er im 3. Akt erst zu spät anfangen darf zum Singen, aber da er bis zur Verwandlung in einen Werwolf halt unbemerkt bleiben soll, geht's einfach nicht anders. I must again protest about my lack of vocalization in Act 3. I have not a single note until the transformation hour. Yes, but the audience is not supposed to know it's you until the transformation into a wolf. It's a surprise. You know, surprise. I realize that's the way it's written. I simply disagree with its effectiveness. Your opinion is noted. Also, so ein Diva-Verhalten ist eigentlich nicht üblich. Da könnt ihr jeden fragen, der mich als Mensch und Sänger kennt und die werden euch alle sagen, dass ich ein extrem unkomplizierter und umgänglicher Mensch bin. Und Gnade einer ganz Valhalla, wenn nicht. Im Umkleidezimmer hat der Gabriel mittlerweile die Farbe von der Couch angenommen und schnauft uns Epsi vor, weil er ihm kalt ist. Also, schauen wir unterwegs einmal, ob wir irgendwo einheizen können. Could you see about some heat, Gracie? I'm really freezing in here. Wenn wir schon mal da sind, holen wir uns noch einen Plan zur Sitzverteilung, damit wir einen besseren Überblick haben. This might be useful. Auf dem Tisch liegt außerdem noch To-Do-Listen, was einer jetzt einfällt, im letzten Kapitel. Here's that list I made.
Und daneben flackt auch noch ein Opernglasel. Das ist quasi ein Feitstecher, aber halt für nudelarmige Geschwallschädel. Na, lass mal sehen, was auf der Liste draufsteht. Als erste und wichtigste ist der Test von den Kronleuchter, wegen der Kristalle. Dann war es gut an Gabriel während der Oper wieder in Rittersberg zum haben, damit ihm nichts passiert. Der Georg soll in letzter Sekunde gewarnt werden, dass es mögliche Unruhen geben kann. Wir brauchen Sitzplätze für den Leber und einen von Glover, einen Scheinwerfer um unseren Herrn Baron O zum Strahlen, der dann idealerweise auch nicht weckert kann. Und zu guter Letzt müssen wir sicherstellen, dass der Leber seine Waffen dabei hat. Bevor wir in den ersten Stock gingen, um an die Scheinwerfer umeinander zu fummeln, grasten wir nur das Erdgeschoss ab. Hier hinten spielen wir kurz Albtraum aller Veranstaltungstechniker und nehmen uns einfach ein Seil. That rope might come in handy. Herbert! Ah, nicht der Herbert, der hat bloß noch einen Tag zur Renten gehabt. Sagt's meine Enkel. Die Bands haben Scheiße. Und Dubstep hat nix im Metal verloren. Herbert! Nein! Ups. Ein Seil reicher gehen wir noch kurz in den Keller runter und laufen durch die Gegend, bis wir zufällig einen Raum für ihre Requisiten finden. Grace, pragmatisch wie immer, sieht hier in erster Linie eine hervorragende Gelegenheit, am Gabriel einzusparen. Also vermutlich generell und falls wir es nicht schaffen, ihn nach Rittersberg zurückzubringen, bevor die Oper ihren Höhepunkt erreicht. But I need to be able to lock it. Im letzten Eckerl von dem Raum finden wir außerdem noch ein Schüttel, das wir grundloserweise mitnehmen. Ich möchte wissen, wo ein Schüttel hier steckt, das ungefähr das Format von ihrem Torso hat. Du hast nicht einmal eine Taschen dabei, Gracie. Wo ist das Schüttel hier, Gracie? Passenderweise finden wir ein paar Meter weiter auch noch den richtigen Schlüssel. Das war einfacher als erwartet. Was hier unten ebenfalls in der Gegend rumsteht, ist ein Mordstrom-Ufer und weil es unserer Couchkartoffel ja zu zapfig war, horzen wir den gleich mal ein. There we go. Jetzt können wir uns um die richtigen Sitzplätze für einen Van Glover und den Leber kümmern und den Scheinwerfer justieren. Den finden wir im ersten Stock und wenn wir uns jetzt Wagners Zeichnung und einen Plan für die Sitzverteilung anschauen, dann liegt das X direkt über der Mittelloge. I'd better check it out. This is definitely the Mittelloge. According to Wagner, von Glauer gets seated here. Lieber too. Now I just need to find a way to block the doors. Und nachdem wir uns das Ganze aus der Nähe betrachtet haben, lasst sie die Funzel darauf ausrichten. Perfect. Damit das Lamperl später aber nicht ins Leere scheint, müssten wir danach nur am Einweiser Bescheid geben, wo unsere zwei VIPs genau sitzen sollen. Paul. Ja. You're going to see two special invitations tonight. One is addressed to a man named Baron von Glauer, the other is Kommissar Lieber. Both will be seated in the Mittelloge. I have it marked here. No problem. Oh, and when Kommissar Lieber arrives, please find me. I need to speak with him before he's seated. Yes, Frau Nakimura. Als nächstes wollen wir unseren Privatschorsch ein bisschen instruieren, damit er auch weiter dirigiert, wenn es mögliche Ablenkungen gibt. Wobei Ablenkung ein wundervoller Euphemismus ist für eine erwartete Werwolf-Verwandlung. There may be some distractions tonight in the audience in Act 3. I need you to keep playing no matter what. This is a brand new Wagner opera. I am not going to stop the performance, even if Wagner himself comes floating out on stage. Great. Und zu guter Letzt schauen wir noch, ob mit der Lüster alles passt. Lüster ist das intelligente Wort für Kronleuchter. Ich mag alles Deutsch. Spoiler, es passt nicht alles. Look, you told me they'd be done by noon. You are lucky that we could even make them in so little time. Is everything at least going according to the diagram? This diagram is not so good. We make changes, yeah? What are you saying? These measurements are not the same as today. Da das Wittelsbacher Theater im Krieg zerbombt worden ist, haben sie es neu aufbauen müssen und insgesamt ist jetzt alles ein bisschen kleiner geraten. Deswegen passen die Abstände zwischen die Lüster und die Wände jetzt nicht ganz. Was das jetzt für uns konkret bedeutet? Keine Ahnung, aber perfekt ist schon mal nicht. Chandeliers work good. Same distance from each other, but just not two walls. Da jetzt zu erwarten ist, dass in Akt 3 die Musik dafür sorgt, dass sie eventuell anwesende Werwölfe verwandeln, sollte man Gabriel jetzt schleunigst verrammen. Nicht, dass seine dunkle Seiten die Oberhand gewinnt und er auf seine animalistischen Instinkte reduziert wird. Es ist so geil, wie sie Aggressivität rüberbringen, indem sie ihn laufen lassen wie so ein Aff, der meint, der hätte Rasierklingen in die Achseln. Does it work? Plug your ears and you probably won't feel a thing. I still wish we'd tested it. We're not gonna get another shot, Gracie. Da sich Gracie mit schlechter Laune ganz gut auskennt, spart sie Gabriel erst ein und erzählt ihm dann, dass sie das mit den Kronleuchter eventuell ein bisschen verkackt hat. I'm not sure the crystals will work. I can't believe you did this. God damn you, Gracie! Gabriel! If you can't manage a simple goddamn fucking diagram, I'll take care of things myself!
I'm sorry. Mittlerweile hat der Einlass angefangen und das Spiel unterteilt sich ab jetzt in Mini-Kapitel, benannt nach der Akte der Oper. Jeder Akt hat 1 oder 2 kleine Aufgaben für uns parat und anfangen tut das Ganze natürlich mit der Ouvertüre. Ist das nicht ein Marmelade? Erst einmal stellt Gracie fest, dass sie momentan umeinander läuft wie Dora the Explorer, also schmeißt sie in einen Fummel, mit dem sie nach der Oper problemlos nur auf eine Grufti-Party schauen kann. Come in. Kommissar Lieber, at your service. You came with another officer and you came armed. Is that correct? Just as the invitation specified. Wunderbar, der Leber ist anwesend, bewaffnet und in Begleitung. Wenigstens eins auch, die hingehauen hat. We needed the extra security and he wanted to make sure you got good seats for tonight's performance. Is there some specific trouble you're expecting this evening? Believe me when I say that nothing at all will probably happen. Damit bleibt aktuell nur noch ein Baron-Ei zum Sparen und nachdem wir sichergestellt haben, dass er da hockt, wo wir hinwollen, ist die Ouvertüre beendet. Nachdem das erledigt ist, schleichen wir uns zur Logendier und verbarrikadieren mit 2 Meter Seil und einem halberten Verkehrsschüttel, die Gracie beide irgendwie aus ihrer Kleideltaschen zirkt, an Ausgang. Now it's up to Wagner. Akt 2 hupft zum Gabriel, der wieder auf die Füße ist und eine Laune zum Sauschlachten hat. Was er außerdem hat, ist absolut kein Bock hier im Keller zum Hocker, wenn oben Gaudi losgeht. Na, er war halt lieber potenzielle Gefahr für jeden in seiner Umgebung. Mei, jeder wieder mag, schaut's mal so. Lasst man raus. Und jetzt, am Ende vom Spiel, haben wir endlich einen Verwendungszweck für den wahrscheinlich ewig alten und eventuell sogar magischen Dolch, der vermutlich über Jahrhunderte hinweg von einem Ritter zum nächsten vererbt worden ist, um letztendlich seiner Bestimmung im Kampf gegen das Böse... Tschechows Knarre oder Tschechows Gun, wenn man es wohl eher kennt, ist ein Erzählprinzip für Geschichten, formuliert vom Schriftsteller Anton Pawlowitsch Tschechow, das besagt, dass alles, was in der Geschichte erwähnt oder gesagt wird, auch irgendwann im Laufe der Geschichte relevant werden muss und alles Irrelevante entfernt werden soll. Der Name kommt von dem Beispiel, dass wenn im ersten Akt von einem Theaterstück ein Quar an der Wand hängt, mit dem Drummer irgendwann geschossen werden muss. Leider steht nirgends geschrieben, dass das sinnvoll umgesetzt werden soll, deswegen haben wir gerade mit einem magischen Erbstück ein Lüftungsgitter aufgestemmt. Nachdem wir uns jetzt halt relativ frei bewegen können, navigieren wir in Gabriel in Richtung Backstage, wo wir unser rollen Panzertape einstecken. Und es ist gut, dass das Spiel bald vorbei ist, weil so mächtige Ausrüstung sollte man immer erst gegen Ende kriegen. Wir können bloß nur in eine Richtung gehen und die bringt uns zum Umkleideraum vom Hauptdarsteller. Hier drinnen läuft alles drauf raus, dass sich der Gabriel das Kostüm vom Engelhart für den 3. Akt schnappt, damit hinterm Paravent geht und ich hab für das, was jetzt halt kommt, ein kleines Gedicht geschrieben, um meine Gefühle adäquat ausdrucken zu können. Maler, lasst die Farb gerinnen. Dichter, legt die Federn nieder. Wozu ein neues Werk beginnen? Der Gipfel ist erklommen. Höhere Kunst ward nie ersonnen und das Schöpfen lohnt nie wieder. Drum haltet mit dem Schaffen ein, ruht nun, Gott wie Mensch, und schweigt. Denn Streben kann nur müßig sein im Anblick von Vollkommenheit. Nachdem er jetzt halt ausschauen wie ein Tampon nach einer Doppelschicht, möchte der Gabriel anscheinend einen Hauptdarsteller auf der Bühne ersetzen. Kein innerer Monolog, kein ausgemachter Plan, keine Motivation oder Begründung, warum genau er sich das jetzt halt einbaut. Aber hey, wann hat blinder Aktionismus am Gabriel schon mal geschaut? Gerade als wir unser Corpse Paint anlegen wollen, endet der 2. Akt und das heißt, der Hauptdarsteller wird hier gleich wieder auftauchen. Die einzig mögliche Aktion ist, sie zum Verstecker. Und dann gibt's keinen anderen Weg mehr als die Flucht nach vorn. Allerdings gibt's einen Haufen Wege, wie man es verkacken kann. Was soll ich sagen, es ist halt immer nur Sierra und nicht LucasArts. Das Rätsel ist wieder so eins, das nicht wirklich unlogisch oder unrealistisch ist, aber halt trotzdem diese ganz eigene Art von Irrsinn, die es nur in einer Point-and-Click-Welt geben kann. Statt uns nämlich sofort zum Verstecker, müssen wir erst einmal drauf kommen, den Spiegel mit Hilfe vom Schminkpuder so dermaßen zu zum Spachteln, dass der Hauptdarsteller nichts mehr sieht. Und wenn wir uns dann anschleichern, heißt's freie Bahn für Gabriel. Das Ganze hat was von Dark Souls. Wisst ihr, was ich meine? Du versagst einfach so lange, bis du checkst, wie es richtig geht.
An und für sich war das jetzt nicht ganz verkehrt. Das Problem ist nur, dass der Typ schreit, sobald man anschmusen. Und was hilft gegen Leute, die schreien? Die folgende Zwischensequenz muss aus irgendeinem Metal Gear Teil rausgefallen sein, sie dauert nämlich geschmeidige 10 Minuten, also kürzt es alles ein bisschen zusammen. Der dritte Akt von der Oper spielt ja beim Bankett von dem bösen Baron, wo sich der Engel hat, als einer von den Schauspielern eingeschmuggelt hat. Gabriel wird der Rolle als unauffälliger Kasperl leider nur zur Hälfte gerecht und nicht die unauffällige Hälfte. Er macht sie zum Depp und unterhält damit wenigstens die Leute, aber dann geht die Geschichte auf die Metaebene und es zeigt sich, ob der wahre Zweck der Oper funktioniert oder ob alles umsonst war. Gabriel und von Glober werden beide von der Musik beeinflusst, aber beim Gabriel fällt es nicht großartig auf, weil es Teil von der Oper ist. Der Friedrich hingegen rutscht auf seinem Stuhl umeinander, als hätte er da gerade Panikattacken für sich entdeckt. Ab jetzt spielen wir als Wölfchen Gabriel in der Ego-Perspektiven und das hätte so geil sein können, wenn sie es nicht so dermaßen zerschissen hätten. Das fängt schon damit an, dass die ganze Umgebung auf einmal das Farbspektrum von einem Kaktus-Eis kriegt. Wir werden mit dem Kellergeschoss konfrontiert, das aus 9 Räumen besteht. Mit unserer Schnüffeltasten können wir sehen, wo wir sind und wo der adlige Flohteppich gerade umeinander läuft. Jetzt können wir uns in 4 Richtungen drehen und jeweils einen Raum vorwärts laufen, während wir versuchen, den großen bösen Wolf zu stehen und zu vernichten. Das funktioniert allerdings nur mit der Mechanik, die man unter Zeitdruck rausfinden muss und die ich erst beim 4. Versuch überhaupt wieder geschnallt habe. Nämlich indem wir die Kellerdieren zuschnauzeln. Dadurch können wir ihm alle Fluchtwege versperren und dann gleichzeitig zum Heizungsraum treiben. Ich erspare euch jetzt einmal meine Fehlversuche, die mir eine gute halbe Stunde gekostet haben. Probiert es gern selber aus und dann sagt mir, ob das Spaß gemacht hat. Hier gibt es übrigens auch wieder zahlreiche Gelegenheiten zum Verrecker. Zum Beispiel, wenn wir einen von Glober entkommen lassen, dann werden wir erschossen. Oder wenn wir einen von Glober einsperren, dann werden wir erschossen. Oder wenn wir uns selber einsperren, dann werden wir erschossen. Oder wenn wir einen von Glober im falschen Raum stehen, dann werden wir... Oh, der Bissen. Abwechslung. Wenn man das irgendwie durchgestanden hat, kommt der große Showdown. Das Grand Finale. Der letzte Akt und ich kann im Strahl kotzen bei dem ganzen Schmarrn, der hier zusammenkommt. The black one! Shoot the black one! Der Witz schreibt sich von selber, den brauche ich nicht machen. Zum einen haben wir Zeitlimits, nach jedem Schritt. Zum anderen muss man erst einmal checken, dass man jetzt sowohl Gracie als auch Gabriel spielt. Das macht es nicht leichter herauszufinden, was hier überhaupt los ist. Kurz gesagt, die meisten Spieler werden sie einfach zum Sieg sterben. Sierra ist hier hart am Sierran. Am Anfang sind wir der Gabriel und müssen der Gracie sagen, dass der Ufer unser präferiertes Ziel für den Baron ist. Daraufhin spielen wir Gracie und macht mir die Tür auf. Ich hab keine Ahnung, wenn wir jetzt gerade spielen, aber ein dramatisches Anime-Nicken später müssten wir erstens warten, bis der andere hupft und zweitens genau rechtzeitig auf ihn klicken, sobald er springt, damit das hier passiert. Depp, der da ist, schießt der Leber am Gabriel auch noch nach, trifft aber glücklicherweise nix. Go! Don't shoot! Let him go! Ich finde die ganze Szene sauber zu lang dafür, dass eigentlich nichts mehr passiert, aber wenigstens können wir uns einen von Glober nochmal anschauen. Oder besser gesagt, von Glüher. Weil er brennt. Ich hätte gemeint, der zündet besser. Asche über mein Haupt. They won't stop testing you, you know. It'll get easier, though. Don't you think, Gracie?
Don't you think? Und das war Gabriel Knight, The Beast Within 2, A Gabriel Knight Mystery mit Gabriel Knight 2. Ich brauche eigentlich gar nicht lange umeinander reden, aber ich tue es trotzdem. Das Setting ist herrlich. Ich meine, wo hat man schon mal Bayern als Spielewelt? Die ganzen Umgebungen wie der Zoo, Neuschwanstein, der Marienplatz, alles da drum macht als Bayer einfach doppelt Spaß. So sehr sogar, dass wir besser in die Hälfte und ich nach dem Durchzocken beschlossen haben, dass wir eine Gabriel Knight Tour machen sollten und fast alle Orte aus dem Spiel besucht haben. Es gibt euch jetzt die Dia-Show von unserem Urlaub und ich kann's mir sparen, passende Spielszenen für die nächsten Minuten Gelaber rauszusuchen. Klingt gut? Klingt gut. Die Story um Ludwig II. Als fucking Werwolf ist so drüber, dass man es einfach nur feiern kann. Und man merkt auch, dass Jane Jensen sowohl Bayern als auch Ludwig faszinierend gefunden hat und dass sie eine Schriftstellerin ist. Die ganze Geschichte ist nämlich ziemlich dicht. Und auch wenn es alles so wenig viel sein kann, ergibt Sinn und passt zusammen. Es werden sogar scheinbare Logiklücken geschlossen. Ich habe mir zum Beispiel sofort Notizen gemacht, nachdem Grace und Gabriel im Huberhof gefunden hat. Woher hat sie jetzt auf einmal die Adresse gehabt? Weil's, wenn man kurz darauf hören, den Wirt da so lange gestresst hat, bis er es rausgerückt hat. Warum hat sie ihn nach Rittersberg gebracht und nicht in ein Krankenhaus oder aufs Schloss direkt? Weil der Kerker vermutlich wirklich sicherer gewesen war im Falle seiner Verwandlung und die Smiths vor Ort auf den Gabriel aufpassen haben können. Ja, klar, ganz wasserdicht ist da nix, das mit der verlorenen Oper habe ich ja schon angesprochen. Und zu schweigen von dem Original-Tagebücher, wo doch sicherlich einmal irgendjemand nachgeforscht hätte, wer dieser Louis genau war, wo er herkommt, wo er hingegangen ist. Der Lucky und sein Tod waren so ein Riesending, dass sie bestimmt mehrere Forscher hinter so komische Sachen geklemmt hätten, aber im Endeffekt soll es unser Großrätsel sein, unser Abenteuer, also meinetwegen sehen wir drüber hinweg. Dafür haben zum Beispiel alle Charaktere was mit dem Plot zum Tor und sind nicht einfach nur drin, damit man halt mehr zum Tor hat, wie zum Beispiel in der Black Mirror. Ich merke schon, das wird meine neue Referenz für schlechtes Spieledesign hier. Dass man keine deutschen Schauspieler genommen hat, wird schon Gründe gehabt haben und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob es eine verpasste Gelegenheit war oder ob wirklich authentisch deutsch oder bayerisch nicht sogar am Spielerlebnis abträglich gewesen war. Was ich allerdings extrem schade finde und schon kritisieren muss, ist, im ersten Gabriel Knight Teil war uns als Spieler und auch die Spielfiguren die allerlängste Zeit nicht klar, ob wir jetzt wirklich von Voodoo und schwarzer Magie bedroht werden oder ob das alles rational erklärbar ist. In The Beast Within war für mich die Spannung nie wirklich da. Es war ja von Anfang an nicht besonders wahrscheinlich, dass die Zoowölfe oder irgendein Mensch für die Morde verantwortlich waren. Allein als Titelbeutel, als Intro und als Spielemenü haben uns die Werwolf-Thematik schon so dermaßen mit dem Klopömpel in den Rachen gestopft, dass eigentlich nie Zweifel dran gegeben hat können, was wir da jagen. Das ist Werwolf. Und so wird leider der Mystery-Fall zum Whodunit. Die Erzählweise hingegen finde ich richtig cool. Zwischen Gabriel und Gracie hin und her zu wechseln, das hat einfach was. Das eine ist mehr Praxis, das andere ist mehr Theorie, aber beides hat seinen Reiz. Und der Lord zum Singen, dass sie Grace so viel Mühe mit denen Nachforschungen macht, Gerda dabei komplett vernichtet und dann an Gabriel sagt zum Herrn, dass er für den Schmarrn keine Zeit hat. Es ist so geil. Aber mit Gracies und Gabriels Charaktere bin ich, wie schon gesagt, einfach nicht komplett warm geworden. Grace ist erst einmal nur am Umeinanderfängen und Gerda hat mir die ganze Zeit einfach nur leid da, aber wenigstens wird das dann wieder. Gabriel dagegen ist fast permanent wie so ein kleiner Bur, der in die Gespräche oft einfach nur Fremdscham erzeugt, aber er hat auch seine guten Momente. Aber was mir richtig angepisst hat, ist, dass Grace auf einmal überhaupt Gefühle für den Gabriel hat. Was ja per se nicht schlecht oder unpassend gewesen war, aber woher kämen die bitte auf einmal? Wenn es am Ende vom ersten Spiel schon klar gewesen war, oder wenigstens im Intro zu diesem zweiten Teil hier weg erklärt worden war, da die ja nichts sagen. Aber so haben wir heute einen Sprung von, mit dir steige ich vielleicht ins Bett, nachdem ich eine Lobotomie gehabt habe, zu, was? Gerda existiert? Dass die Technik von früher nicht unsere heiligen Standards genügt, ist völlig klar, aber ein paar Sachen waren auch damals schon nicht geil. Musik zum Beispiel hat manchmal ein paar echt komische Schleifen und das war 4 Jahre, nachdem es Monkey Island 2 gebracht hat, dass er ein musikalisches Thema in eine Variation von sich selber verwandelt, wenn man ein anderes Gebäude oder Gebiet betritt. Außerdem läuft Musik oft über die Sprachausgabe drüber und die Audioqualität von den Sprechern springt schon hin und her zwischen verständlich. Ist das die Ludwig Museum? Ich hätte gern eine Eintrittskarte fürs Museum. Und hey, das ist die Demokassetten, die Dunkelschors in den 90er Jahren in Norwegen unter Wasser aufgenommen haben, als einer Schlagzeuger noch eine Waschmaschine war. But when he insults a baron, I heard him arguing once. Teilweise bräselt das Audio sogar mehr als die arme Semi da. Bei den Filmszenen muss man immer im Hinterkopf behalten, dass die meisten Sachen bloß 1 bis 2 Meter Drahtwand sind und man hat halt dann einfach das weniger Beschissene genommen. So wie ich mit meinen Kommentarspuren. Insgesamt macht aber weder mangelhafte Audio, Video, Rätsel oder Schauspielqualität das Spiel irgendwie schlecht für mich. Es macht's schlichtweg sympathisch. Ja, ich sag's euch wie es ist, ich mag's einfach trotz all seiner Fehler. Ich mache mit dem Spiel mehr Fortschritte als mit mir. Da die Gabriel Knight 2 also empfehlen. Ja, gar keine Frage. Wenn man eine gute Story mag, die mit viel Aufwand umgesetzt worden ist, nichts gegen einen Haufen Buchstaben oder ein paar Audioausreißer hat und sofern man die üblichen Point-and-Click-Stolpersteine gerade bei einigen Rätsel verzeihen kann, spricht dann nichts dagegen. Und wer einen liebenswert lustigen Ausflug nach Bayern machen will, der macht gleich zweimal nichts verkehrt. Und wer ebenfalls nichts verkehrt macht, das seid's es.
Lasst euch bloß nicht ein, dass der Zeitverschwendung war, mir jetzt 3 Stunden zu zum Herrn. Danke an alle, die mir und meinem Blödsinn jetzt schon über ein Jahr lang treu sind. Danke an alle, die sich nachher verlaufen haben und einen Ausgang nicht finden. Und ein riesiges Danke an alle, die mich bisher über meinen Coindrop-Link oder anderweitig unterstützt haben. Das Leben wird im Gegensatz zu meinen Witze nämlich nicht billiger und ich bin dankbar für jeden Spezi, den ich mir durch eure Spenden habe leisten können. Das Spiel fürs nächste Video steht schon fest und als kleiner Tipp, es ist ein Haufen Müll. Aber ich verweise an der Stelle nochmal auf mein zweites Format, Granti Zockt, wo ich kürzere Filmchen mache über Spiele, die ich meistens aufgrund von eure Empfehlungen zock und zu denen ich mir entweder nicht nur für lange Videos einfällt oder wo ich eigentlich nicht spoilern will, weil es was Neues ist. Also lasst es mir gern hier in die Kommentare oder auf Instagram unter Granti Gaming Vorschläge zukommen, was ich spielen oder mir anschauen soll und dann schauen wir mal, was ihr davon verwursten lasst. Ansonsten kennt's den Drill ja, lasst mir ein Like da, abonniert meinen Kanal, wenn ich 100 Abonnenten schaffe, passiert bestimmt irgendwas Geiles und haut auf die depperte Glocken drauf, dann nervt euch in Zukunft nicht nur Instagram, sondern auch noch YouTube, wenn ihr ein neues Video hochladet. Ihr solltet das vielleicht ein bisschen positiver formulieren, aber ich habe jetzt 3,5 Stunden am Stück geredet und keinen Bock mehr, deswegen gilt jetzt... Das bleibt alles so, wie es hier ist. Ich sage jedenfalls Servus Erdnuss und bleibt's friedlich.